Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats an Haut. Werde ich mit einem Thema kommen, wo ich nicht gemerkt habe, dass ich nach einer Chemie bringen. Und zwar sind wir noch mein Käfer den Weg gelaufen. Wo soll ich anfangen? Ganz kurz, Viergegraf. Das war ein Thema, das jahrelang an Deutschland ging, als anlassen mal bei einer amerikanischen Seite gehoden, was mich ein bisschen erstaunt hat, weil die normalerweise nicht immer kommen. Und zwar schwätzen wir über Hexen. Und wir schwätzen einen ganz speziellen Punkt, was Hexen betrifft, den auch andere Titel so mal beinhaltet. Und zwar geht es darum, dass an Deutschland, ich weiß nicht wie der Moment, dass es nicht mehr auf den Foren in NRW, immer noch so den Glaubenssatz besteht, dass ein Hex geboren muss sein. Das heißt, wenn ich nicht als Hex geboren ist, dann kann ich kein Hex gehen. Und es muss dazu sagen, dass insofern Harry Potter das sagt nicht unbedingt hilfreich am Weg steht, weil lo haben wir dann auch einen ganzen Kopf Pseudo-Hexischer, die durch Gegend laufen an Mengen einen normal Stieflichen dann als Muggel zu bezeichnen und fanden das dann auch noch extrem witzig. Genau das Thema kommt auch auf einer Seite ab, wo da geht wird, 5 Beweise, dass du als Hex geboren bist. Ich fand das wirklich an die Art und Weise kann aussetzen. Also es geht mir nicht darum, über Hexentum und sich zu schwätzen, mehr über die Idee, dass ein Hex ist, beziehungsweise was ist ein Hex. Dafür will ich einfach mal das Wort und sich ein bisschen rausholen und ein bisschen so drauf angehen, was das mit dem auf sich hat. Das heißt, das Wort Hex, das hängt mit dem Wort Hack zusammen, was ein Hack ist. An unseren früheren Zeiten, wo man noch nicht eine Großstadt gelebt haben, wo die kleinen Dörfer von den verschiedenen Clanen wesentlich mehr nach am Busch verstopft waren und Leute sich nicht unbedingt alle Guten herausgetraut haben an den Dingen an den Busch, waren Hexen die also über die Heck gegangen sind, die zwischen den Welten gewesen sind. Und zwar an erster Stelle ganz lapidar, sondern mal der Welt von dem Dorf und sich, den aufgesichert war, an der Welt von dem Busch, den verschiedene Gefahren anzusprechen. Nicht nur was die Lehre betrifft, mehr was es auf Pflanzen gesehen, wo andere Leute Kenntnisse gefehlt tun und die nicht unbedingt wussten, was giftig war, was nicht, da wo ein Hex eben mehr Ahnung davon hat. Und dann natürlich, wie oben so unten, auch an der zweiten Basis, als Weltheit, und es waren den Zaunreiter, da sind die Grenzen, die wir an unserem Verstand, an unseren Denkweisen ersetzen, für an einer Schwingungen, an einer Ebene rüber zu gehen, für schamanisch Reisen zu machen, für sich mit den anderen Welten, mit den anderen Wesenheiten in Kontakt zu setzen und noch von da rot zu kriegen, zum Beispiel. Das also irgendwie nicht auf den Dinge kommen von wegen, wenn ich mich ein bisschen mit Kräuter befasse, dass ich ein Hex und ja, schon früher habe ich schon immer ganze Blümchen gepflückt, also sind ich ein Hex, also ist sie ein geboren Hex, an den anderen, die nicht die Möglichkeit hatten, als der kann. Das ist so ein bisschen da, wo wir auf das Thema kommen, was ich auch schon beim Channeling abgegriffen habe, wie sehr also auch auf den spirituellen Gebieten, wo man schon so viele Probleme haben, von außen akzeptiert zu gehen, nach einmal fertig springen auch an als ein innere Kräser, als halbwegs Cap anzuhaben, von wegen, wen dann noch besser ist, aber wie nicht, und wie bei der ganzen Geschichte sich recht raushält, zu sagen, dass ein Hex darf sein, an den anderen nicht. Es sind das öfter noch gefragt, ob ich mich als Hex betiteln oder ob ich mich als Hex gesehen. Und es sind immer ein bisschen vorsichtig damit, und zwar aus verschiedenen Gründen. Einfach aus dem Grund raus, weil ich nie weiß, was ich von dem Titel soll halten, beziehungsweise, dass wenn ich mal den Titel, also ich nenne wirklich Titel Hex gehen, wie betrifft den anderen? Dann geht man nicht darum, dass es dabei gehen, die mich dann für gefährlich angesehen oder was weiß ich was, mehr auch an den eigenen Kreisen, die einen auf dem Podest sitzen, die anderen, die Mengen einen Konkurrenzkampf müssen und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich schon darüber gut keine Lust. Wenn andere Leute meinen, sie müssten das machen, dann ist das hier vollkommen los. Mir ich gesehen den Sinn nicht davon haben. Ich bin der Meinung, wir sollten so los endlich begreifen, dass es darum geht, dass wir alle gut zusammen schaffen
und dass es doch keine Rolle spielt, ob den einen sich als Sex bezeichnet, den anderen sich als Schwesen wird, solange mehr Menge müssen die Titel zu haben, da liegt das Problem dran. Und ich habe selber festgestellt, dass eigentlich dem Moment, wo ich hätte können, so, wo ich viel Kenntnisse habe darüber, wie an den anderen Welten NRW aus, wie mit den anderen Wesenheiten schwätzt, wie die Natur an all seinen Ebenen respektiert und auch erkennen lernt und Lektionen davon abholen kann, hat es für mich wenig eine Rolle gespielt, mich nach irgendwie zu nennen. Sei das Schamanistin, von Schaman schwätzt man schon gar nicht, das ist ein Thema, was ich noch wieder abbringen. Sei das Hex, sei das Vulva, sei das whatever. Ich habe einfach so eine Mixtur an der Zeit, dass ich nicht angesehen, dass ich mich da an irgendeinen Dingen dran sitzen und dann seht ihr, ja, mein Hex, das ist und so, und du musst da tot und da passt da aber nicht. Für was die Diskussionen abbringen? Es so ein schmunzelnderweise, wann mich fragt, dass ich so eine Scheibenwelthexe, dass sie Bücher sind und sich so zwischen ganze physischer Fantasy-Bücher, weil den Sir Terry Pratchett war den ganz viel Woristen über all die Richtungen an seinen Bücher dran gesagt haben, obwohl seine Bücher wirklich amüsant sind für zu lesen. Eine von seinen Hexen, Doma Wetterwachs, die hat ja allerweise so sie gibt an der Magie, gibt sie Kopfologie, also Headology gebrauchen, also den gesunden Menschenverstand gebrauchen. Und das bringt für mich mehr noch darunter, wenn ich so, es wie irgendein Hex, da sehe ich mich mehr an dem Dingen, wie unbedingt, dass ich Hex bin, weil ich Fähigkeiten habe, weil ich Sachen machen, die heutzutage an den esoterischen, an den Hexiten oder an den spirituellen, an den schamanischen oder was für einen immer Bereich passen. Ich weiß nicht, ob das doch wirklich eine Rolle spielt. Lo kommt ja noch zurück auf den Punkt von wegen, dass du Leute sich wirklich rausholen, zu behaupten, es wäre so geboren oder nicht. Ich will damit ganz klar einen Punkt aussetzen, der vielleicht ganz wichtig ist und die vielleicht auch verschiedene Eltern ein bisschen beruhigt. Als Kanner sind wir diese Welten immer ab. Also du musst schon wirklich, wie soll ich sagen, ein Trauma verleihen, dass das vielleicht wirklich auch ein mentale Schuld, also da so. Wir Kanner sind in den Welten ab. Wie viele Leute kennen ich, die Babyen haben, und da sagen sie, oh, lacht mich schon, und eigentlich ist es am gern klatschlern, um sein Ohr zu gucken, an den Handen rund und zu lachen. Wie viele Kanner, für die, also natürlich, irgendwo die berühmte Fantasiefreund so, und das vielleicht wirklich so Fantasiefreund sind. Wie viele Kanner gehen es, die sogar mit Sätze kommen, die absolut als Erinnerungen als andere Leben stammen? Mehr sind es, Herr nur als Erwachsene, diese blockieren. Das heißt, und sich, wenn ich es global gefühlen, da könnt alle Kant auf Welt und alle Kant als ein geboren Hex. Und das ist das, was gemäht gibt mit der Person, wie die Person zuckt. Und ich muss auch so, wie die Person auch bei verschiedenen, die an dem esoterischen WNRW sind, zugehen. Was er nur möchte, ob die Person sich weiterhin für die Themen interessiert oder nicht. Ich habe mal erlebt, dass eine Frau eigentlich auf einem Forum oder einer Gruppe gefragt hat, ja, mein Kant, Fred, stellt Fragen über, ob in all Wesen, die an der Natur leben, ob in die alle gesagt oder so. Oh, fand er, das ist 10 Jahre, das ist noch viel zu viel frei für das Thema mit dem Mund zu fangen. Nee. Ich kann mich glücklich schätzen, dass mein Bruder genauso wie ich, wo mehr angefangen haben, so Sachen zu sehen, dass meine Mama gefotet wird, bei Giffe gesehen, und sich mal informiert hat, anstatt direkt zu sagen, das ist Blödsinn. Oder Leute, die kann er holen, wenn sie bis 12, 13 Jahre holen, oh, du wirst auf London nach du mit deinen Fantasiefreunden gewesen. Mir besonders, was mich extrem erfeiert hat, war, dass du wirklich Leute aus den Richtungen da sind, die dann aufhängen, sozusagen, sie bestimmen ab, wie für ein Kant richtig ist, für mit der Welt in Kontakt sind, obwohl die Kanner die ganze Zeit mit der Welt in Kontakt sind. Und wir mehr von ihnen lernen können, an dem Moment, wie sie von uns. Es fehlt die kindliche Naivität, und die ist komplett positiv zu verstehen, für die Welten zu betrachten, wie ich an meinem Podcast über England erklärt habe, wir haben einen Fehler, wie wir als Engel vorzustellen haben, und da war das, Kant tut das nicht.
Also ist das eine von den besten Sachen, die kann geschehen. Und insofern will ich einfach mal das Thema aufbringen, für zu sagen, wann erst der Satz beginnt von wegen, als Hex muss er geboren sein, sieht er sicher. Das ist absolute Nonsens. Du hast irgendeine Person, die denkt, sie müsste sich über die anderen stellen, die erst sieht, wie der zu funktionieren hat an dem Gebiet. Wenn er irgendwie nicht merkt, okay, die Sachen, die ich mache, die passen eigentlich ziemlich gut bei den hexiden Begriff, und der sagt, es sind ein Hex, dann ist das der Menge nahe vollkommen okay. Die Frau, die sich für mich stellt, ist, ob dem Moment, wo der da ankommt, sieht, ob er dann noch wichtig ist, er in irgendeiner Richtung nach betiteln zu wollen. In dem Sinn, vielmals merci für den Urlaubsstreuen, eine schöne Mittag, eine gute Abend und eine gute Nacht.